Du, Fabienne, endlich wieder Guckerzeitli. Ja. Hey, ein ganzes Jahr haben wir so warten, das ist wahnsinnig. Aber jetzt ist es wieder da. Schau mal, wie viele Leute, das ist genial. Das Publikum, fantastisch, schön. Du, übrigens, weißt du, was die Mehrzahl ist vom Publikum? Nein, sag. Ausverkauft! Nein, ich finde es wirklich toll, wie viele Leute heute oben da sind. Also ich habe ja gehört, innerhalb von 4 Tagen sind alle Tickets weg gewesen. Das ist wahnsinnig, unglaublich. Also ich will ja nicht in der Haut stecken von denen, die das hier organisieren. Stell dir vor, den Druck und die Erwartungshaltung, die da alle diese Leute haben. Ja, das ist so eine Sache mit der Erwartungshaltung. Aber ich will nicht zu viel auf die Erwartungen gehen. Die Leute wollen doch eigentlich einfach nur einen gemütlichen Abend, etwas Gutes essen, lustige Rahmenstückchen, gute Schnitzelbank und tolle musikalische Unterhaltung. Ja, und natürlich viel Lachen auch über das, was alles letztes Jahr passiert ist. Richtig, ist ja auch genug passiert schliesslich, ja, letztes Jahr. Zum Beispiel, dass Queen gestorben ist. Sag nicht, du, die Queen. Hei. 70 Jahre ist die Königin gewesen. Wahnsinn. Übrigens, weißt du, was die Queen auf dem Kopf hatte, wenn sie ihre Großkinder besucht hat? Nein. Ein Omikron. Ach. Und weißt du, was sie amigs beim Zahnarzt gemacht hat? Keine Ahnung. Sie hat sich die Krone flicken lassen. Ja, die Queen. Ja, es ist ja sonst viel passiert. Auch die Sättigen übrigens, gell? Ja, klar. Also, der Schuttiplatz da unten, der ist ja bald fertig oder fast fertig. Und jetzt habe ich gehört, der FC Ettingen will jetzt doch keinen Rasen, sondern die wollen den ganzen Platz betoniert haben. Wieso das denn? Damit sie nicht mehr absinken können. Es ist ja nicht nur eins von Buri seinen Hühnern überfahren worden, sondern scheint auch eins gestohlen worden. Nein. Der Buri. Der Altmark Buri hat eine Farm. Hia, oh. Tiere haben's dort richtig warm. Hia, oh. Und ein Bock, da, und ein Bock, da, und ein Bock, überall ein Bock. Ich glaube, wir sind schon langsam in Guckerzeitli-Stimmung. Unglaublich. Ja, ich bin übrigens extra an Guckerzeitli gestern schnell zum Coiffeur. Und dann bin ich reingekommen und dann sagt er, ja, und wie willst du es? Dann habe ich gesagt, ja, links ganz lang, rechts ganz kurz und hinten alles Löcher drin. Ja, was ist denn passiert? Ja, das mache ich nicht. Dann habe ich gesagt, wieso nicht? Hast du ja letztes Mal auch so gemacht? Ja. Die glatte Gestaltung auf dieser Welt. Du, letztens bin ich vor einem Bahnhöfli und dann kommt ein Besoffener raus. Das gibt's da damals? Ja, jetzt musst du hören. Kommt raus und sagt, er könne sein Auto nicht finden. Ich sage, ja, dann musst du halt den Bus nehmen. Dann macht er, ja, der kriegt daheim nicht ins Garage. Ja, unsere Beizensättige. Aber ist doch schön, haben wir jetzt wieder die Vogue, die wieder aufgegangen ist. Richtig, die ist rausgeputzt worden und leuchtet in vollem Glanz. Das neue Kronjuwel am Ettiger Beizenhebel. Oh, du, letzte bin ich rein essen. Nachher habe ich gerufen, Fräulein, zahlen! Dann macht sie 28, 13, 54, 2. Nein! Das ist ihr, glaube ich, auch schon passiert. Oder schafft sie nicht? Das könnte sexy sein, ich weiss nicht. Nächstes Mal schaue ich ein bisschen besser. Ich bin ja letztes Jahr auch in die Wohnung gegangen. Da komme ich rein und dann wollte ich an einem Tisch sitzen. Dann kommt sie und sagt sie, da können Sie nicht sitzen, der Tisch ist reserviert. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann bringen Sie mir halt einen anderen Tisch, der nicht reserviert ist. Ja. Du, apropos Tisch, ich glaube, wir sollten auch langsam am Tisch sitzen, weil das Guckerzeitli fängt, glaube ich, jetzt dann gleich an. Ja, also, machen wir, komm, gehen wir. Eine Frage hätte ich schon noch schnell. Wo ist eigentlich dein Mann? Den habe ich heute oben gar noch nicht gesehen. Der ist abgehauen. Jetzt lasse ich ihn von der Polizei suchen. Von der Polizei? Und wie hast du ihn beschrieben? Hat er spezielle körperliche Merkmale? Oder? Die kriegt er erst, wenn er wieder daheim ist. Komm, wir gehen an den Tisch.
Liebe Damen bis Herren, liebe Gucko, Guckeröse, liebes Publikum, Publikuminnen, Auswärtigerinnen, Klimakleber, Klimakleberinnen sowie KlimakleberentfernerInnen und sonstiges Gesindel von Derwil. Für das gibt es leider keine weibliche Form. Wir begrüßen euch recht herzlich zum 7. Guckerzeitli im wunderschön vom Leim befreiten Ettingen. Ja, es ist wieder soweit. Bei uns im Dorf ist es endlich wieder Guckerzeitli-Zeit. Bevor wir loslegen, hier noch ein paar wichtige Informationen zum Ablauf vom heutigen Abend. Sofern wir es schaffen, alle Hänsels und Gretas, die sich auf dem Bühnenboden angeklebt haben, zu entfernen, starten wir pünktlich unser Programm. Schon vorbei. Während der Vorstellung wird nicht serviert. Bestellt also bei den Serviertöchtern und bei den Serviersöhnen rechtzeitig eure Getränke, damit eure Schnurren während der Vorstellung nicht zusammenkleben. Während der Pause können dann alles wieder auf der Toilette rauslassen, damit ihr auch wieder Platz habt, um euch mit neuen Getränken einzudecken. Nach der Vorstellung dürft ihr gerne noch im Saal bleiben oder einen Stock weiter unten einen Abstecher an der Bar machen. Barfrauen und Barmänner freuen sich auf euren Besuch und servieren euch die besten Drinks, die man überhaupt in einem Schulhaus kriegen kann. So, jetzt noch etwas ganz Wichtiges. Vor allem geht das die Männer an, die mit der Freundin da sind und die Frau daheim gelassen haben. Vergesst bitte nicht, nach der Vorstellung eure Handys wieder anzustellen oder auf laut zu stellen, sonst wisst ihr ja, habt ihr Lampen daheim. Also, Stöckli-Baugeschäft ist mittlerweile da mit dem Saugerbacker. Klimakleber sind eingesaugt, gewaschen und hängen schön draussen zum Trocknen. Darum bleibt uns nur noch ganz viel Vergnügen am Guckerzeitli 2023. Gang ich ins Dorf, da auf dem Land, ist immer etwas los. Wer macht ein Schwätzchen miteinander und grüßt auch auf der Straße. Man freut sich das ganze Jahr schon drauf und weiss, ist gleich so weit. Die Fasnacht steht bald vor der Tür, es ist endlich Guckerzeit. Alle zusammen? Mögt ihr hören? Ja. Dann muss ich in dem Fall. Also, wir fangen an. Ich muss gestehen, mein Helgenträger macht das Jahr gar nicht mit. Sie fragen sich sicher,
wer das da ist, seh, ich kenn den nicht. Der läuft mir nach, seit einem Auftritt. In der freien Strasse, er hat sich an meine Helge geklebt, jetzt kriegen ihn nicht mehr los. Es ist verpönt. Heutzutage machst du eine Kultur zu eigen. Dann darfst du dich drum zum Beispiel nicht als Indianer verkleidet zeigen. Als Weisse spielst du gescheiter, nimm der Blues. Und was auch gar nicht geht, stellst dich doof, ist's unsensibel gegenüber dem Gemeinderat. Letzte bin ich in der blinden Kühe im dunklen Dick essen. Der Kellner hat geflucht, der Zeichen angetatscht und das Dessert fast vergessen. Das Bier bekomme ich, über einen Schädel geleert. Und so ein ist Gastronom. Noch merke ich, hock im braunen Mutz, die sparen das ja Strom. Mein Hirn ist leider nicht mehr so gut. Man sieht mir das Alter an. Laufend tue ich Zeugs vergessen. Ich bin ein zerstreuter Mann. Drum wohne ich jetzt in Tärwil ane. Hey, kein Hohn und Spott, weil dort gibt's ja sowieso nichts Wichtiges, wo man sich merken soll. Mein Kollege hat geschrieben, wegen meinem Helgenständer und der mag die wischt. Ich habe ihn gefragt, wenn ein Los bekomme. Seine Antwort ist ein Mist. Er hat, glaub nicht so recht begriffen, was ich meine mit meiner Frage. Er schreibt, wenn etwas an deinem Ständer klebt, dann musst du zum Urolog. Zum WM-Titel bekommt der Messi einen Umhang übergeschmissen. Für die Schwaben hat es leider gar nichts gegeben, weil gespielt haben die schlecht. Mit welchem Stoff könntest du Nazi ehren? Das will ich euch hier stecken. Über die Truppe, die muss gescheiter den Mantel des Schweigens legen. Das ist meine Frau. Hast du geflogen?
Ja, ich habe eben Haufen Geld, weißt du. Aber ich habe gelogen, wo wir uns kennengelernt haben. Ich habe gesagt, ich sei 94, nicht 74. Wenig duschen wird empfohlen, ob am Morgen oder zur Nacht. Heb ich mein Zinken hier in die Luft. Noch haben es die meisten auch so gemacht. Auch meine Frau will Wasser sparen. Es könne ja nicht schaden. Statt einer halben Stunde tut sie jetzt jeden Tag halt nur 10 Minuten baden. Ich habe den hier gefragt, was er hobbytechnisch mich so in seinem Leben. Noch hat er gemeint, er reise noch gern, so zwischen Umkleben. Aufs Klima schauen muss er halt gleich, was Reisen stark einschränkt. Jetzt haben wir einen Flug in die USA per Heißluftballon geschenkt. Der Rektor nimmt der Justin am Ohr. Bürstli, so geht's nicht. Der Lehrer, dilettantische Stümper sagen, jetzt treibst du es aber zu weit. Woher kennst du so schlimme Worte? Da lässt der Justin verlauten, sein Papa braucht den Ausdruck immer, wenn der FCB shooten. Ich weiss nicht, ob sie's alle gesehen, was auf dem Helgen steht. Das ist drum das neueste Foteli vom gesamten Bundesrat. Und die Figur, die sich da so seitlich hineindrängt, das ist die arme Eva Herzog. Aufs Bild hat's nicht mehr gelangt. Jetzt hätte ich noch einen Frischen. Letzte habe ich den Käfer ausgerenkt und meine Nase ist leicht geschlissen. Ich habe darum gehört, am Pfingsten werden hier junge Frauen im Brunnen geschmissen. Dann habe ich es auch gerade selber probiert. Ja, sieh, ich habe nicht viel gelacht. Ich habe nicht gewusst, dass man das nur am Pfingsten sollte machen. Leck, jetzt habe ich's. Die Idee ist da, wenn ich den loswerde, gewendet. Es ist ganz einfach. Ja, manchmal habe ich meine hellen Momente. Es braucht keine Säge und keine Gewalt. Die Lösung liegt auf der Hand. Das ist jetzt einfach eures Problem. Schöne Reste, ciao miteinander. Soll ich mit der
miteinander. Hey, was wird denn da? Komm, verreis. Machst du? So, schau da hat's eine Lücke, da kannst du anstehen. Super machst du das. Ja. Sali miteinander. Hallo. Sali allein. Bremsen. Sitzen. So. Ah, Claudette, salut toi. Jean-Pierre! No, Jean-Louis, Jean-Louis. Ah, Jean-Louis Grenzer. Ja. Hallo zusammen. Hallo. Hoi. Grüezi. Geht das echt noch lang da, bis die Tour de Suisse endlich bei uns vorbeikommt? Das kann man aber nicht so genau sagen. Plötzlich macht es schwupp und schon ist der ganze Tross durch. Was, Ross? Ich hab gemeint, die kommen mit dem Velo. Hey, apropos Velo. Du, Claudette, sag einmal, du hast doch euer neues Velo, oder? Wie geht die Velo? Es geht nicht, es fährt. Alors, wie fährt die Velo? Es geht. Hey, wie ist jetzt das mit den Ross? Nein, nicht Ross. Tross. Hallo zusammen. Grüezi. Hast du weiter weg gewesen? Sag mit was. Saleti zusammen. Oh, in Zuckerstunden. Joe's Apfel, oder? Ja, echt, Bobby, du. Ja, die Tour de Suisse ist schon eine geile Sache. Ja, das ist einfach der Bühne, was die Mal für Mal wieder für eine Performance delivert, oder? Ja, und die Cracks, ja, die liefern ihre Energy just in time ab, oder? Ja. Hey, was schwafelt da? Los, keine Ahnung. Da musst du einfach schnurren lassen. Ah, wo muss ich jetzt durchgehen? Nein. Ja, nein! Hey, nein, das ist ein paar crazy Teamwork. Ja, jeden Morgen ein Meeting, ja, mit dem Coach, ein Brainstorming, dann zum Medical Assistant, ja, dann beim Early Ride und beim Cycle total im Flow. Ja. Und nach dem Finish straight out im Feedback Session. Ich sage euch, die Power, ja, das ist schon mal eine Show. Hey, kann mir mal jemand erklären, was das meint? Das ist egal. Das ist ein Zürcher. Sieht aber eher aus wie ein Dauer. Da ist sicher euer um 799 Klassentreffen gesehen in Darwin-Lunden. Kulturelle Aneignung. Genau. Lieber voll heimkommen als leer ausgehen. Ja. Also, die sind ja auch die geilen Sachen. Also, da bei euch auf dem Land ist ja noch nichts mit Gendern und so Themen und so, oder? Doch. Ich weiss zum Beispiel nicht, ob man noch herrenloses Damenvelo sagen darf. Hey, schaut, hey, es geht los. Oh. Okay. Alle. Hey, ciao. Hallo. Ja, nein! Ja, also jetzt schaut mal die blau-weiß gehäuselten Kanarienvögel an. Was ist denn das für eine Freak Parade? Ja, soll da jemand durch das Suisse, oder? Nein, da steht der Bürgerrat, der geht das Bürgergemeindefest vorbereiten. Ja. Meinst du nicht, die verschieben das wieder einmal? Ja, Bla, das wäre nicht das erste Mal. Aber nur am Oktoberfest gibt es eine Durchbeflaggung im Dorf. Stimmt, das ist wie bei einer Fahnenburg. Einfach ohne Burg. Oder, ja weisst, sie hängen nur so viele Oktoberfestfahnen auf im Dorf, damit am Schluss jeder mit einer Fahne eingeht. Hey, vielleicht ist ja das auch der Fähndrich von der Tour de Suisse gewesen. Tour de Suisse. Hä? Tour de Suisse. Ja, und?
Es heisst Tour de Suisse, nicht Tür de Suisse. Tür de Suisse, sag ich ja. Sprachen musst du halt können, hä? Ja, genau. Sie, was haben eigentlich Sie da für einen Bezug zum Velofahren? Oh, weisst, wenn man langweilig ist, dann gehe ich 4 Paar Veloschlösser. Und fremde Velo abschließen. Dann gehe ich über ins Restaurant, stelle einen Becher, hocke an, säufe meinen Becher und dann schaue ich zu, wie die probieren, die Veloschlösser reinzumachen. Oder ich klaue einfach eins und bringe es über aufs Teilwein. Hey, genau. Mein Velo ist auch gestohlen worden. Oh, ist eine Kette dran gewesen? Ja. Ja, dann ist die jetzt auch weg. Übrigens, der FC Ettigen könnte sich ja auch ein paar Velo zutun. Hä? Wieso denn jetzt der FC Ettigen? Dann könnten Sie auch wieder mal aufsteigen. Hey, wer tut's mit wem treiben? Schon. Oh, schau, jetzt kommen schon die ersten Autos. Hey, ich hab gemeint, dass ich ein Velo rennen, aber das ist ein lauter Auto. Das sind sogenannte Streckensicherungsfahrzeuge. Ich sehe zwar nicht mehr gut, aber hören tue ich noch. Ja, genau. Aber schau, jetzt kommen hier die ersten Rennvelo. Alle! Hey, wieso mühen sich die denn so ab? Der Erste bekommt dann einen Haufen Geld. Ah, das ist ja klar, aber wieso strampeln jetzt die anderen oder so? Ja, apropos Strampeln. Da bin ich doch der Letzte von so einer Politesse, also so einer Community-Policing-Chick angehalten worden, ja. Ja, weil mein Frontflash nicht gefunden hat, also das Vorderlicht, ja. Aber ich musste 20 Steine blechen, ja. Das war aber ein geiler Deal, jetzt müsst ihr hören. Das zu reparieren, das würde mich 40 Steine kosten. Ei, das ist gefährlich im Fall. Gell, wenn das Licht nicht brennt, musst du das Velo stoßen. Ja, das habe ich eigentlich auch probiert, du Schnapfen. Ja, es hat trotzdem nicht brennt. Ja, aber der Letzte, da bin ich mit meinem Renngöppel so rassig unterwegs gewesen, als ich voll in eine Radarfalle gefahren bin. Und dann hat es blitzt. Ja, nein, Blitz, der chattert hat's! Ich bin letztes Jahr mit dem Velo voll in eine Fußgängerin gefahren. Ey, hoppla, was ist passiert? Da hat Glück gehabt. Ja, wieso? Normalerweise bin ich um die Zeit mit dem Lastwagen unterwegs. Du, sag mal, fahren da auch Frauen mit? Ja, nein, sicher nicht. Das ist eigentlich nur etwas für die ganz harten Geiss. Ah. Ja, aber weißt du was, ich kann dir auch sagen, wieso das ein Rennvelo besser ist als jede Frau. Wieso? Nein, Ah ja. Und wieso ist ein Rennvelo besser wie eine Frau, hä? Ja, also ich habe zwar da mit dem Rollator Johnny geredet, aber ich kann es ja dir sagen, du Seidenvögeli, du. Ja, also erstens mal hat das Rennvelo einen Getränkehalter. Ja, und es ist mir egal, wenn du spät kommst. Ja, Rennvelos werden nicht schwanger. Und es ist mir egal, wie viele Ketten du vorher schon gefettet hast. Ja, ist jetzt gut. Ja, mit dem Rennvelo, dann kannst du in den Ausgang gehen, dann kannst du es vor dem Club stehen lassen und kannst es nachher wieder mitnehmen. Ja, Und sie bekommen dann keine Migräne. es langt. Ja, wenn sie in der Schläuche keine Luft mehr drin hat, dann kannst du sie wieder aufpumpen. Ja, und das Rennvelo kannst du mit deinen Freunden teilen. So, stopp jetzt, fertig. Ja, und dann kannst du es fahren so oft wie du willst. Hey, habt ihr eigentlich gewusst, dass Jodeln an der Tür des Suisse erfunden worden ist? Was? Nein, das habe ich nicht gewusst. Doch. Das ist einer barfuß auf dem Velo die Hofstädter Strasse durchgebrettert. Und dann ist ihm der grosse Zeichen in den Speicher gekommen. Wer muss Zeichen gehen?
Wir sind heute hier in Ettigen und reden mit dem Präsidenten vom FC Ettigen, mit dem Thomas Bollier. Thomas, der Fußballplatz ist fertig. Er ist wunderschön geworden. Es ist ein Top-Bedingungen. Ihr seid auch schon fleissig am Trainieren. Wie geht's? Genau, Danny, du hast uns ja besucht, letzten Oktober, genau, Spatenstich. Und da war noch Fläche, gesehen, haben wir noch nicht gesehen. Und jetzt können wir benutzen. Ihr habt ja jeden Tag Training hier. Wenn man alle diese Fußballer zusammenrechnet, wie viele Leute sind dort Wochen durch am Trainieren? Ja, wir haben jetzt irgendwo um die 170 Junioren circa aktueller Stand und etwa rund 100 bis 120 Aktive. Also da kommen dann schon etwa 300 zusammen. Der FC Ettigen hat sich ja etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Damit auch ihr einmal ins Goal treffen könnt, habt ihr überdimensionierte Goal aufstellen lassen. Die Masten stehen schon, Netz fehlen noch. Das war eine rechte Übung. Es ist ein Helikopter gekommen, oder? Und hat die Mast wirklich innerhalb von einer halben Stunde, unglaublich, dort positioniert. Das war wirklich ein eingespieltes Team gewesen. Und dort hat mein Herz natürlich viel mehr verschlagen, wo dann die Masten gestanden sind. Ihr habt ja jetzt super Bedingungen hier. Jetzt wäre es doch endlich einmal an der Zeit, dass der FC Ettigen aufsteigen tut. Gibt es da konkrete Pläne oder was machen ihr? Nein, ich muss mich noch bedeckt geben, weil wir wissen es wirklich noch nicht. Es sind so Ideen vorhanden, was könnte man vielleicht machen. Aber nein, das wissen wir noch nicht genau. Und vor allem, wenn wir auch noch mit der Gemeinde das besprechen. Apropos Gemeinde. Es geht das Gerücht um, dass ihr die Gemeindepräsidentin bestochen habt, nur damit ihr hier den Fußballplatz bekommt. Man sagt, ihr habt ihr ein Luxusauto geschenkt. Und von dem her gesehen ist es super. Wir zeigen heute und hier exklusiv den Beweis, dass das Gerücht tatsächlich wahr ist. Fasnacht siehst noch viel, auch unter Jahr sind's überall im Dorf. Hühner gibt's halt überall, die meisten hat's beim Buri auf dem Burihof. Auf dem Burihof. Und schau dir Hühner beim Buri auf der Farm. Sie legen Eier, gackern, sind friedlich. Schau dir Hühner im Stall haben alle warm, auf der Buri-Farm sind alle glücklich. Am Morgen kreit der Gückel frier, das ganze Dorf weiss Zeit zum aus dem Bett steigen. Die Hühner sind schon ganz nervös, der Gückel sucht sich das Nächste zum Besteigen. Zum Besteigen. Und schau die Hühner beim Buri auf der Farm. Sie legen Eier, gackern, sind friedlich. Schau die Hühner im Stall haben alle warm. Auf der Buri-Farm sind alle glücklich.
Fred, ich bin dann heute so oben noch im Fitnessstudio, gell? So. Was machst du dort? Bauch, Beine, Po. Hast du nicht von dem hast du langsam genug? Mach doch lieber mal Brust. Übrigens, mach doch bitte mal morgen den Kaffee nicht mehr so stark geht. Wieso jetzt das? Den ganzen Tag im Büro nicht schlafen. Sag mal, wie schmeckt das Essen? Es ist sehr Streit. Übrigens, weisst du, warum alleinstehende Männer immer schlanker sind als Verheiratete? Nein, wieso? Ja, die Junggeselle kommt so oben heim, schaut in den Kühlschrank, wenn sie da Anständiges drin hat, geht halt ins Nest. Die Verheiratete kommt so oben heim, schaut ins Nest, und wenn sie da Anständiges drin hat, geht halt in den Kühlschrank. Du bist ja richtig glatt heute oben, he? Wenn es dir nicht passt, kannst du auch einfach in der Woche essen. So, ich nehme jetzt noch den Rest. Ah, eben. Dann schmeckt das Essen also doch. Ja, wie so Fertiggericht halt so schmecken. Also, das schmeckt doch nicht wie ein Fertiggericht, das schmeckt ausgesprochen fein. Eben, wenn du mal etwas Gutes auf den Tisch bringst, dann muss es ja Fertiggericht sein. Könntest du wieder mal Poulet machen? Han ja wollen, aber der Buri hat keins mehr gehabt. Und überhaupt, dass du nicht einmal ein Kompliment machen kannst, ohne dass du noch etwas Beleidigendes hinterher wirfst. Also Leute, das Essen schmeckt wie vom Bogis persönlich gekocht. Und? Nicht und, das war ein Kompliment. Also, du meinst, ich habe so gut gekocht wie der Paul Bogis? Nein, wie der Fritz Bogis aus Darwil, der kann auch nicht kochen. Das mit dem Essen ist ja so eine Sache. Seit Jahrzehnten erzählen wir unseren Kindern, sie sollen den Teller leer essen, damit es am nächsten Tag schön Wetter gibt. Was haben wir jetzt? Fette Kinder und eine Klimaerwärmung. Nein, nicht. Weißt du überhaupt, was du hier isst? Nein. Das sind Pilze. Was du nicht sagst, aus dem Migros. Nein, aus dem Wald. Die habe ich höchstpersönlich selber gesammelt. Was selber gesammelt? Du verstehst doch gar nicht von Pilzen. Also bitte, das ist ja nicht schwer. Dann laufst du durch den Wald, dann siehst du etwas Kleines, Rundes, mit einem Stiel dran, das aussieht wie ein Regenschirm. Und dann weisst du, das ist ein Pilz und nimmst ihn mit. Also, einfach so, zu Fuß durch den Wald? Du hast etwas büsig mit dem Auto durchgerast, oder? Ja, aber die Pilze, die hat der Kontrolleur gesehen. Nein, nachher dem Tremmel ist kein Kontrolleur. Wenn dann ein Pilzkontrolleur, so einen Pilz zu erkennen, das ist eine Wissenschaft. Also bitte, ich habe keine Wissenschaft studiert und ich kenne den Unterschied zwischen einem Pilz und einer Brombeere. Jo, das schon, aber der Unterschied zwischen einem Steinpilz und einem Fliegenpilz. Freddy hat eigentlich nur einen Pilz genommen, wo keine Fliegen dran waren. Oh nein, ich habe schon Bauchweh. Wo ist überhaupt das Rezept her? Hey, so lustig. Aus einem Krimi. Hey Erika, sag mal, willst du mich eigentlich umbringen? Oh. Wollen will man ja noch viel, aber es wird einem ja nicht immer jeder Wunsch erfüllt. Ja, das ist schon immer gewusst. Die Steigerung von Lebensgefahr ist lebensgefährdet. Jetzt habe ich auch noch Kopfweh. Hast du etwas dagegen? Nein, ich habe nichts dagegen. Es geht in Ordnung, wenn du Kopfweh hast. Oh, mir ist schlecht. Ja, kein Wunder. So wie du das Essen abgeschlungen hast, so gierig. Das hat doch nichts damit zu tun, wie schnell ich esse. Dann hat es damit zu tun, wie schnell du trinkst. Den Wein hast du runtergeleert wie Wasser. Hey Erika, ich muss mir einen Doktor anrufen. So ein Pantherpilz wirkt innerhalb von 5 Minuten tödlich. Den musst du jetzt auch nicht mehr anrufen, die brauchen eine Viertelstunde. Bis die da sind. Es muss ein Krankenwagen an, sofort ein Krankenwagen. Oh, der Bubeli möchte mit dem Tatüter da fahren. Hey Erika, sag ehrlich, wie sehen wir uns? Was wärst du am 799er Fest zu lang auf dem Riesenrad gewesen? Die haben doch gar kein Riesenrad gehabt. Technische Probleme. Eben. Ich sag ja immer, lieber 2 Augenringe wie ein Ehering. Nein, wirklich, sehr schlecht aus. Du meinst, das Gift wirkt schon? Nein, du bist schon immer so ein hässlicher Vogel gewesen. Oh, Erika. Wenn ich jemals in meinem Leben unhöflich war zu dir.
dann bitte ich dich jetzt um Entschuldigung. Ja. Jetzt, wo mein letztes Stündchen geschlagen hat, da wollte ich dir noch sagen. Ja, komm jetzt, hack ab. Deine Pilze werden ja ganz kalt. Krieg doch in einem so einem tragischen Moment keine Pilze mehr ab. Gut, dann nehme ich die Reste. Was man sich nicht alles einfallen lässt, um die Reste selber essen zu können. Oh Lauredinha, vem à janela. Oh Lauredinha, vem à janela. Oh, sorry. Ich komme gerade von einem Portugiesenfest. Ja, ich war noch ein bisschen im Flow gewesen, ja, sorry, tut mir leid. Ja, ihr wisst ja, bei den Portugiesen gibt es 3 Sachen, die es ganz viel gibt. Das ist Trinken, Essen und Verwandtschaft. Ihr wisst ja dort bei diesen Portugiesen, da ist ja irgendwie jeder mit jedem verwandt. Da ist ja jeder der Tausende von Onkeln und Tanten und man weiss nicht was. Ja, letztens sogar herausgefunden, dass ich mein eigener Großvater bin. Nein, der glaubt es nicht, gell? Aber es ist so. Ich kann euch das erklären, es ist eigentlich ganz einfach. Als ich 30 war, habe ich eine Witwe geheiratet. Die hat schon eine erwachsene Tochter gehabt. Mein Vater, der ja geschieden ist, hat sich in die Tochter, also meine Stieftochter, verliebt und hat sie auch geheiratet. Der Vater ist dann mein Schwiegersohn geworden und meine Stieftochter meine Stiefmutter. Ein paar Jahre später haben meine Frau und ich einen Sohn bekommen. Das ist dann der Schwager geworden von meinem Vater, weil mein Sohn ist ja der Bruder vom Vater seiner Frau. Ich habe dann irgendwann einmal realisiert, dass mein Sohn ja nicht nur mein Sohn ist, sondern auch mein Onkel. Weil es ist ja der Bruder von meiner Stiefmutter, also der Vater von meiner Frau, der ja die Tochter ist von meiner Frau. Gleich darauf hat dann meine Schwiegermutter, also die Frau von meinem Vater, die im Übrigen nicht nur meine Stiefmutter ist, sondern auch meine Stieftochter, hat auch einen Sohn bekommen. Der Sohn ist dann mein Bruder, weil es ist auch der Sohn von meinem Vater. Gleichzeitig ist es aber auch mein Grosskind, weil es ist ja der Sohn von der Tochter von meiner Frau. Meine Frau ist ja nicht nur meine Frau, sondern auch meine Großmutter, weil sie ist auch die Großmutter von meinem Bruder. Ja. Ich bin nicht nur der Mann von meiner Frau, sondern ich bin auch ihr Grosskind. Weil ich bin ja der Bruder und Sohn von der Tochter von meiner Frau. Bekanntlich ist ja der Mann von der Großmutter der Großvater. Also bin ich mein eigener Großvater. Ich sag's euch, das geht zu und her bei diesen Portugiesen. Schweizsättigen, da ist auch jeder mit jedem verwandt. Jetzt weiss ich auch, warum ich dich so gut integrieren konnte und mich da so gut wohlfühle.
nächsten Tag gang ich nochmal und hoffe, heute klappt's dann endlich noch. Es ist wieder zu, ich find's nicht toll und klopft drum fester an keine Tür. Klopf an keine Tür. Hey, 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 hey. Klopf, klopf, klopf an keine Tür. Ich klopf, klopf, klopf an keine Tür. Die Finger sind schon und gar nicht dafür. Klopf, klopf, klopf an meine Tür. Hey, 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 hey. Ich klopf, klopf, klopf an keine Tür. Ich klopf, klopf, klopf an keine Tür. Klopf, klopf, klopf an keine Tür. Vielen Dank für Ihren Besuch bei der Gemeindeverwaltung Ettingen. Aufgrund von Sparmaßnahmen haben wir unsere Öffnungszeiten leicht angepasst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch jeweils am Mittwochmorgen von 5 vor bis 3 ab. Oder war es 3 vor bis 5 ab? Egal. Danke für Ihr Verständnis, Ihre Gemeindeverwaltung. Guten Abend zusammen, wir sind Chaos-Spidole. Wir spielen euch zuerst unseren Refrain vor und ihr dürft gerne mitsingen. Schöne Fasnacht wünschen wir euch. Schöne Fasnacht, wir singen für euch. Schöne Fasnacht wünschen wir euch. Schöne Fasnacht, wir singen für euch. Für alles gibt's eine App, für jegliche Sensoren. Mit meinem Handy steuere ich plötzlich am Nachbar seine Storen. Sorry, tut mir leid, ich stell's grad ab. Oh nein! Es vibriert bei seiner Frau plötzlich zwischen den Beinen. Schöne Fasnacht
wünschen wir euch schöne Fasnacht, wir singen für euch. Queen Elisabeth fährt in den Himmel, wie soll's auch anders sein? Kommt der Herrgott mit einer Lunte, fragt, wo die Scheine ziehen. Da sagt sie, kann ich brauchen und fängt ganz laut an lachen. Wie froh bin ich da oben, die unten sind nicht ganz bachen. Sieh, Frau Queen, nicht alle Menschen kommen aus Darwin. Schöne Fasnacht wünschen wir euch, schöne Fasnacht, wir singen für euch. Vor der Tour de Suisse haben wir noch verloren. Es haben ein paar Fahrer das Feld früher noch verloren. Der Grund ist klar, man kann sich das Rätsel ersparen. Durch Darwin wären wir auch nicht durchgefahren. Schöne Fasnacht wünschen wir euch, schöne Fasnacht, wir singen für euch. Falsch. Es geht nicht mehr lang, jetzt ist's passiert, in Ettingen ist abgestummen. Durch Quartier hast du bald die Autos, nur noch leislich brummen. Mit 50 Touren Wohnsonne hast schnell mal Dreck am Stecken. Jetzt singen nur die Oberweiler, nein, auch wir endiger Schnecken. Fasnacht wünschen wir euch, schöne Fasnacht, wir singen für euch. Es ist eine klare Nacht, plötzlich ein Riesenkrach. Ich seh Licht von Taschenlampen, wer ist um die Zeit noch wach? Vielleicht ein Einbrecher oder ein, der sich aufgeht. Es ist nur der Linder, der in der Nacht Parkbussen verteilt. Schöne Fasnacht wünschen wir euch, schöne Fasnacht, wir singen für euch. Der Ueli Maurer ist abgetreten, ein neuer ist jetzt gefragt. Oder ein Neue, oder ein Neues, einfach jemand, was nicht verbockt. Bundespräsident, Präsidentin oder Präsidentöse. Heutzutage darf alles sein, auch eine ohne Möse. Schöne Fasnacht wünschen wir euch, schöne Fasnacht, wir singen für euch. Im Coop Frau Thüring voll verwirrt. Skinny, mein Eich jetzt selber hin. Mit 79 nicht mehr einfach digital, nicht mehr so dabei. Senil, vergesslich langsam und inkontinent. In der Schweiz kommst du ins Altersheim, in Amerika wirst du Präsident.
Fasnacht wünschen wir euch. Schöne Fasnacht, wir singen für euch. Richtig, Asch ist endlich fertig mit dem grossen Bauvorhaben. Jetzt liegt jeden Morgen ein Autofahrer in dem Graben. Nach der Pilotphase kann man sich jetzt trauen. Wir empfehlen richtig Darwin, grad drei Schikanen zu bauen. Fasnacht wünschen wir euch. Schöne Fasnacht, wir singen für euch. Schönen Abend zusammen. Danke zusammen.
They gonna rip it off. Side to side or behind my back. Oh, 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 oh. Erste Reihe, vorwärts, Marsch! Haben wir noch mehr? Haben wir noch einen? Dankeschön. Danke vielmals. Danke vielmals. Schönen Abend noch. Die Kraut ist ruhig für den Schwarz. Ich muss liegen. Ich komme. Pomidore. Ich muss. Nein. Pomidore. Ich muss. Ich komme. Warte. Nein. Ich komme mit dem Schwarz. Warte. Ich komme. Ich komme. Ist er immer drin?
zusammen. Wie ihr gesehen habt, sind wir eine kleine Brassband, die ein bisschen Stimmung macht. Wir sind nämlich Blackbox-Musik aus ja, für mich als Ettiger, als echter Gucker freut es natürlich sehr. Und meine Kameraden dahinter, für die ist es eine besondere Ehre, dass wir heute dort Ettiger bei euch Gucker dürfen spielen. Wir wünschen euch jetzt für das zweite Teil von dem ganzen Oben, von dem ganzen Programm ganz viel Spass und eine ganz schöne Weihnacht! Oh, Weihnacht! Das ist auch top! Er ist ein bisschen hinten drin, Alter. Nein, wir wünschen euch wirklich viel Spass und eine geile Fasnacht! Vorher bin ich da auf die Schnurren geflogen. Aber jetzt spielen wir hier oben. Einen von den Schwoben, da könnt ihr alle mit tauben. Noch Fragen?
du eigentlich für einen Rauch? Hä? Der Rauch, du? Rauch? Unglaublich. Das ist vielleicht, weil der FC Basel jetzt Eis führt, ich weiss nicht. Doch. Ja. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Gäste, werte Medienvertreterinnen und Vertreter. Mein Name ist Dr. Svetlana Podolska. Und ich unterrichte an der Universität St. Gallen das Fach Humanbiologie. Und das hier ist mein Assistent, der Herr Kaspar Kaduff, der mich heute unterstützt. Eventuell kennen Sie mich noch vom letzten Jahr. Ich habe ihn wieder dabei. Er ist eben durch Prüfungen durchgerasselt. Ja, bei dem, der den nicht weiss, könnte ich noch 2 andere durchgehen. So, ich freue mich heute zu Ihnen zu einem klassischen Tabuthema zu dürfen referieren. Weil es ist halt so eine Sache mit der Sache. Und die Regel ist in der Regel auch nicht überall gleich. Ja, wer schwätzt ist schon gern über das Zeug. Und es ist im Fall gar nicht so einfach mit diesen Tagen, die man so periodisch haben. Immer wieder. Also quasi always. Sie sehen, das ist ein Tabuthema. Darum würde ich sagen, einfach raus damit. Raus! Nein, wieder Therapie auf 3. 1, 2, 3. Menstruation! Das tut also gut. Das ist einfach herrlich. Das müssen Sie daheim einmal machen. So richtig von Herzen. Am besten geht's, wenn Sie es laut zum Fenster ausschreien. Also, liebe Menschen mit und auch ohne Menstruationshintergrund. Ich sehe schon, bei den Herren ist das auch eher ein bisschen ein heikles Thema. Aber ich kann das auch verstehen, weil ein Mann kann sich nicht vorstellen, was das für eine Frau bedeutet. Ja. Ein Mann meint ja auch immer noch, ein Blutfleck auf dem Feldweg sei eine Bauernregel. Dabei weiss man es heute ganz genau. Schon die Germanen hatten in der Regel rote Bärte. Aber eben, laut Statistik ist es so. Da menstruiert eine Frau von ihrem 14. bis zum 50. Lebensjahr. Das muss man sich einmal vorstellen. 36 Jahre ist die Frau am Blüten. Wenn man jetzt bedenkt, dass eine Frau mit 5 Tagen Blutungen hat und so eine Sache bis zu 13 Mal pro Jahr vorkommt, ja, Männer, da staune ich doch, he? So ein Eisprung richtet sich dann im Fall nicht nach dem Kalender. Also, 13 Mal multipliziert mit 5 Tagen mal 36 Jahre gibt 2340 Tage. Oder 78 Monate. Das heisst, 6,5 Jahre von ihrem Leben ist eine Frau am Menstruieren. Das ist aber lang, hä? Ja. So. Und wenn man jetzt bedenkt, dass eine Frau im Durchschnitt etwa 35 Milliliter Blut verlieren tut,
Ja, ich weiss, solche Zahlen sind irgendwie immer schwer greifbar. Damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können. 35 Milliliter Blut entsprechen etwa 2 bis 3 Suppenlöffel. Denken Sie da, wenn Sie dann das nächste Mal ein Tomatensüppchen stellen. Wir haben vorher gesagt, 13 Mal pro Jahr während durchschnittlich 36 Jahren gibt insgesamt rund 500 Mal das Theater. 500 mal 35 Milliliter gibt also rund 18 Liter Blut, das eine Frau so in ihrem Leben verlieren tut. Und da, wo ein Mensch nur etwa 5 bis 6 Liter Blut hat, so kommen pro Monat von allen Frauen von dieser Welt rund 100 Millionen Liter Blut zusammen. Das ist auch viel, hä? Ja. Da gibt in denen schön Zählung, gell? Hat dann allerdings nichts zu tun mit dem Roten Meer. Man kann das dann auch noch anders berechnen. 35 Milliliter mal 500 gibt exakt 3268 Kilometer. Bei einer durchschnittlichen Bindenlänge von 25 cm und diesen Tausenden und Abertausenden von Slip-Einlagen, die man vorne und hinten und auch noch zwischendurch brauchen tut, kommt man dann, und da können Sie daheim genau nachrechnen, exakt auf diese Strecke. Dass sich das auch noch ein Mann vorstellen kann. So menstruiert eine Frau in ihrem Leben die Länge von rund 31.000 Fußballfeldern. Excuse. Und da müssen wir jetzt einfach aufhören mit dem Tabuthema. Da gibt es so viele Gerüchte und Halbwahrheiten. Da muss man aufklären. Excuse. Erzählt mir doch letzte so eine blonde Studentin. Ja, gerade auf, ja, Schätzeli. Eben erzählt mir da so eine blonde Studentin letzte, sie würde im Sommer immer Sonnencreme auf ihre Tampons schmieren. Da habe ich sie gefragt, warum sie denn das machen. Noch sagt die mir, sie hätte im Radio gehört, es solle eine sonnige Periode geben. Sicher ein Terwillerin. Oder letztens habe ich bei einem Gespräch zugelassen, wo ein kleiner Bub seine Mami gefragt hat, wann er denn mit Tampon machen würde. Dann sagt die Mami, die tut man dort an, wo die Kinder herkommen. Also ein Storch. Übrigens, mein Lebensabschnittspartner, der ist Archäologe. Letzte hat ihm ein gebrauchtes Tampon gezeigt und ihn gefragt, ob er wüsste, aus welcher Periode das stammt. Er hat es nicht lustig gefunden. Gut, jetzt wollen Sie sicher noch wissen, warum die Frauen ab 50 keine Menstruationsbeschwerden mehr haben. Sie meinen wegen der Hormonumstellung? Also, Herr Gaduff, dann dürfen Sie das jetzt gerade mal erläutern und zeigen, ob Sie vielleicht etwas gelernt haben. Frauen ab 50 brauchen das Blut für Krampfadern.
Nein, ich glaube es einfach nicht. Ja, Frauen ab 50 und die Hormonumstellung. Auf das möchte ich eigentlich gar nicht näher eingehen. Für das gibt es dann nämlich wieder einen anderen Studiengang. Oh, Sodeli, ich gehe jetzt wieder. Ich muss mich verabschieden, muss noch ein bisschen Sport machen. Weil das Sportlichste an mir ist bis jetzt mein Eisprung. Auf Wiedersehen miteinander. Schöne Fahrt. Also das Sportlichste an mir ist mein Bizeps. Vom Rugeli heben. Oh, jetzt ist das wieder für eine Sauerei. Was mache ich jetzt mit dem? Jo, ich glaube nämlich, im Bier hat es auch so einen Haufen weibliche Hormone. Das ist wahr. Wenn ich den Volksfeld auf, dann komme ich den Schnur und flodere über und kann den Weibchen fahren. Wir sind heute im wunderschönen Dorf Ettingen und reden mit Pascal Stöcklin, dem Inhaber von Stöcklin Sport, über seine Beziehung zu seiner Frau Silvia. Pascal, man sagt, dass du der Silvia, zu deiner Frau, der Übernahme Fitnessgerät oder Gerät gibst. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Die hat das Gerät eigentlich nur anschauen, einmal probieren und ich war hell begeistert. Was gefällt dir denn ganz besonders an der Silvia? Da ich ja schon lange auf dieser Branche bin, seit über 30 Jahren, habe ich ein Haufen Geräte kennengelernt, aber selten etwas so Schlichtes, Einfaches und Effektives. Und jetzt ganz indiskret, wie steht es mit, du weißt schon? 2 bis 3 Minuten, dann bin ich wirklich kaputt. Guten Abend miteinander. Ja, wir singen heute das zweite Mal, aber das gleiche wie gestern. Und es ist noch gut gekommen, dass wir gestern am Anfang gesagt haben, dass wir nicht aus Tauwil sind. Und ja, das ist heute auch. Das zählt heute auch. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. William fragt der Charles, du willst nicht gleich schon übergehen und so die Last vom Königsamt vor deine Schultern nehmen. Der Charles sagt lieb, als du fragst, doch meine Schultern geht's gut. Weil die Last von dieser Krone auf den Ohren liegen tut. Ja. Bist heute der Meinung, die Menschheit sollte eine bessere Zukunft haben? Dann besorgst einen starken Leim und klatschst dich irgendjemand an. Es gäbe neu eine Schutzlage, die dann garantiert
nicht mehr drauf gelebt. Der Freiheit scheint schon die Wirkung auf der Trainerbank erlebt. Das ist ein magischer Helge. Für die genau anschauen, die sehen so ein kleines Bambi da drauf. Ob jetzt traurig schaut, wie es Bambis halt so machen. Und der Grund ist ja so. Dreh vom Hörnli sind im Jura, doch es gefällt mir nicht. Weil es dort halt nicht 2 Mal pro Tag frisches Blumenfutter gibt. Doch das Steuergeld ist für die Umsiedlung trotzdem gut investiert. Weil sich im Herbst der Preis für Jura-Rebpfeffer halbiert. Der Bundesrat geht in die Klausur in der Silvesternacht. Als Team-Event da gügeln sie zusammen fahren Nacht. Heimlich weiss fragt der qui veut encore du vin. Heik in seinem Gepäck wie immer Chateau Parmelin. Der Alain steht am Herd, die Viola macht das nicht per se. Der Albert meint, wenn du nicht gleich drehst, dann ist's um die Rösti geschehen. Der Cassis siegt Charler, hat der Ignacio gefuttert. Schon ist für Nachschub Karin grad in den Keller gesuttert. Im Fernsehen läuft Dinner for One, was alle langsam stört. Wenn's Bettli zurückspult, wenn sie Admiral Bockschneider hört. Man gratuliert einem Bundespräsident, was 12 schlägt. Und sagt, es wär schön, wenn vor dem oben nichts im Blick entsteht. Soll vor kurzem ein Ballon abgeschossen haben. Die Begründung ist, der Heik sein Ursprung mitten in China gehabt. Doch wenn's genau überlegst, macht die Erklärung gar keinen Sinn. Weil schlicht keine Ballon gibt, wo nicht made in China sind. Ja. Hast früher noch in der Badwanne der Föhn blöd keien lassen? Hat's gefünkelt, geraucht und geschmürzelt und bist auf einen Friedhof gekommen. Heute spürst du nur noch ein wohliges Kribbeln dank der Mann
lag. Doch Vorsicht, wenn denn die Rechnung kommt, wenn dann trifft dich der Schlag. Vielleicht kennt ihr das, wenn ein Nachbar oder ein Kollege oder eine Kollegin hysterisch zu euch kommt und empört irgendetwas erzählt und ihr habt keine Ahnung, was sie oder er will. Und das ist mir so passiert. Dann habe ich es ihm erzählt und er hat gesagt, das sei ihm auch passiert. Und dann haben wir gefunden, das schreiben wir jetzt auf. Und das geht so. Es wird gelitten heute extrem unter allerhand Problemen. Und meist hast du nicht mal gewusst, was es dir gibt. Drum gehst du mir und schaffst dich ein, willst ja nicht von gestern sein. Nur manchmal kommst halt einfach nicht mehr mit. Schwarzpeter spielen ist passé. Der Winnetou darfst du auch nicht mehr sehen. Und Eskimo sagst du nicht mehr, weil sich's nicht gehört. Kaum singt ein weisser Reggae-Band, fühlst dich unwohl, hast nicht gern. Die kulturelle Aneignung empört. Das Problem muss ganz schlimm sein, wir sehen's im Grund ja ein. Doch es ist grad Fasnacht in Basel und drum löhnt uns jetzt los ein. Hat ein Kind mal Sonnenbrand, schon ist's Laktose intolerant. Hat's Übergewicht, ist's weg der Allergie. Wenn's mit der Note nicht so klappt, dann ist's nicht faul, nein hochbegabt. Und sonst schaltet man halt den Anwalt ein. Weisst Fang nicht mehr so recht, weil es ist jetzt genau dein Geschlecht. Die Lösung liegt viel näher als du denkst. Brauchst keine Sondertherapie und aus Zweifeln kannst du sein. Wenn du einfach mal in die Hose lässt. Das Problem muss ganz schlimm sein, wir sehen's im Grund ja ein. Doch es ist grad Fasnacht in Basel und drum löhnt uns jetzt los ein. Wir haben eindeutig das Problem, als wir Problem halt schlicht nicht sehen. Wir brauchen Hilfe und Beistand permanent. Drum gibt's eine Fachstelle gar nicht weit. Dort hilft man gern, weil die haben Zeit. Und die heisst Präsidialdepartement. Das Problem muss ganz schlimm sein. Wir sehen's im Grund noch ein. Doch es ist grad Fasnacht in Basel und 3 Tage gehen schnell vorbei. Wanderwein! Nein, Wanderwein, nicht Namerwein, das ist ja klar. Wir haben gestern ein Lied mitgenommen, nicht von diesem Jahr, weil wir nicht gewusst haben, wie es rauskommt. Und das kommt immer dann gut an, wenn die Geschlechterverteilung im Saal pari ist. Was heute circa der Fall ist. Jetzt schauen wir mal, wie das rauskommt. Was will ein Mann
Beim Stehen urinieren, rückwärts parkieren, weil er das gut kann. Beim Furzen und Lachen, wie nicht ganz bachen und die Gelegenheit haben. Rekruten, Schulgeschichten, frei zusammen zu dichten und stoßt dazu an. Man sieht es ihm auch an. Dabei muss ein Mann können Falten frei glätten, kochen und betten und schiesst sich auch an. Sie Sixpack trainieren, Notgemüse grillieren und Freude zeigen dran. Du misst aber tragen, gleichzeitig sagen, willst du die Füße massiert haben? Wenn darf ich noch dran? Und wissen, es ist heute modern, doch ehrlich sein, macht das kein Mann wirklich gern. Das Verhalten und das Wesen vom Mann steuert sie DNA. Lasst doch die Männer so sein, wie sie sind, was ist denn da schon dabei? Ein Mann funktioniert wie ein Tier, bringst ihm ein Bier, hast die Kavalier. Jetzt können wir die anderen lachen, weil jetzt schauen wir die andere Seite an. Was will eine Frau? Sich täglich schön schminken und Küppli trinken, spendiert von einem Pfau. Wo gut geht zu Losen und rote Rosen, eine Beauty-Farm auch. Nicht müssen poppen, lieber shoppen und dann die Modeschau. Dank Euro geht's auch. Doch heute muss eine Frau gut sie im Verfieren, jung doktorieren, denn sie weiß genau, als sie ohne Quote muss Männer ausboten, das geht nur schlau. Und schlank wie ein Engel, dann Kriebli-Stängel mit grossem Vorbau. Uns vor die Augen. Wir wissen, es ist heute modern, doch ehrlich gesagt, macht das keine Frau wirklich gern. Wie funktioniert denn eine Frau? Es ist wie beim Stau, kein weiß es genau. Doch eigentlich gilt generell, es war besser, man lebt die nicht unisexuell. Sonst hätt am Ende kaum hast mal Durst, am Morgen im Bett Conchita Wurst. Ein Mann hat doch Freude an der Frau und genau die Frau hat's am Mann eben auch. Drum schau links und rechts an deinem Platz, vielleicht ist der Spaß die Fasnachtschance. Schönen Abend! Lieber Guckerzeitli-Gast, gell, es kann nicht mehr so weitergehen. Die Welt, die spinnt, ja bleibt bald stehen. Wo führt das alles an? Nun befahren. Es wäre schön, würde die Menschheit realisieren, dass man nur gemeinsam Grosses kann kreieren und sich aufs Positive konzentrieren. Und gerade in Krisenzeiten muss man zusammenstehen, denn jede Krise wird auch umgehen. Drum, wenn wir das nächste Stück ganz positiv empfangen, mit viel Herz und Liebe an euch gelangen, wenn es dir zu viel wird, ziehst einfach die rosig Brüllen an
Sie klebt unter deinem Stuhl, beim Fudi unten dran. Nimm die Brille und die Welt kannst mit Herz geniessen. Lass die positiven Gedanken sprießen und genieß den Song, der jetzt kommt, dran. Halleluja! Machst zeitig auf, es ist nicht mehr schön, wie die Menschen miteinander umgehen. Im Fernsehen ist es nicht besser, nur noch Gewalt. Da fragst du dich dann, wo führt das hin? Ist das jetzt mit der Menschheit gewesen? Es muss sich etwas ändern, und zwar bald. Wenn's nicht mehr so hart. Halleluja, komm und packen Zukunft jetzt an. Wenn alle noch mit zusammenstehen, dann wird's auf dieser Welt noch schön. Mehr Liebe und mehr Gemeinschaft, das wär toll. Es gibt so viel Schönes auf dieser Welt. Es gibt auch anders als nur das Geld. Unser Leben ist mit Schönem doch so voll. Halleluja, nur wird es besser haben. Schau mal, Senius. Der Grossbruder vom Rotkäppli. Soll ich schnell Küsse drunter stopfen? Nein, ja nicht. Es kommt am Greenpeace, meint der Wal sei gestrandet. Ich würde mich gerne mal so ein bisschen ausstopfen. Ja, ich würde dich auch gerne ausstopfen. Dann könnte ich dich im Naturhistorischen Museum aufhängen als Sensation. Also jetzt, nein, sag ehrlich, wie Senius? Wie ein Schocki-Sammy-Klaus. Ah, so sieht's. Nein, so wohl. Aber du, was hast du Sammy-Klaus Kostüm an?
Thürings im 4. Stock oben haben mich gefragt, ob ich Samichlaus spielen. Weisst, ihre Kinder sind jetzt in einem Alter, wo man sich auf einen Samichlaus freut. Und dann musst du diesen Kindern jetzt die Freude verderben. Die haben dann jemanden gesucht, der eine natürliche Autorität ausstrahlt. Autorität! Du hast etwa so viel Autorität wie der Linder, unsere Gemeindepolizist. Und dass Thürings dich auf die 2 harmlosen Kinder loslässt. Nein, das solltest du gerade im Jugendamt melden. Die haben einen Schock fürs Leben. Dummes Zeug, Schock fürs Leben. Kinder kann man mich nicht mehr verschrecken. Wieso? Sie sehen doch die, jeden Tag im Stegenhaus. Ich wäre ja froh, würde ich die auch nur noch jeden Tag im Stegenhaus sehen. Aber los jetzt einmal. Hast du das schon mal gemacht, Samichlaus gespielt? Weißt du überhaupt, was man hier alles machen muss? Hey, klar. Ich komme rein und sage, so Kinder, wer weiß, wer ich bin. Und dann sagen sie, ja, der Herr Ziegler vom 3. Stock unten. Das sag ich, die kennen mich doch gar nicht mit dieser Verkleidung. Freddy, die Kinder sind minderjährig, aber nicht kurzsichtig. Also, ein Gesicht wie deins erkennt man immer. Die sehen doch mein Gesicht gar nicht. Ich ziehe dann noch den Bart an. Was meinst du? Steht mir der? Sie glauben, er steht, weil sitzen tut er nicht. Ja, ist jetzt gross. Nein, eher zu klein. Aber weisst, etwas, das dein Gesicht verdecken kann gar nicht gross genug sein. Heute machst du deinen Namen wieder mal alle Ehre, Frau Ziegler. Ja, ist gut. Ich überlege mir etwas Nettes. Wenn du ein Himmelskörper wärst du eine Supernova. Warum? Weil du so heiß und stürmisch bist. Nein, weil du so stark an Umfang zugelegt hast. Ja. Damit was wieder mal beweisen. Was denn? Wie nennt man Männer, die noch nicht geheiratet sind? Ledig. Und die schon verheiratet sind? Erledigt. Du hast mich auch noch geheiratet, damit du hier den Bauch nicht einziehen musst. Aber sag mal, Freddy, liebst du mich auch? Ja, dir. Nein, hast du mich nur geheiratet, weil mir mein Vater so ein grosses Vermögen hinterlassen hat? Nein, sicher nicht. Hat ja geheiratet, wenn dir jemand anderes ein grosses Vermögen hinterlassen hat. Weisst du eigentlich, dass du und ich 20 Jahre glücklich waren? Dann haben wir uns getroffen. Aber los jetzt noch schnell. Zurück zu diesem Samichlaus-Thema hier. Was machst du jetzt, wenn eins von diesen Kindern kommt und sagt, es wünsche sich ein Brüderli oder ein Schwesterli auf Weihnachten? Ja, dann sage ich dem Kind, soll ihm seine Mami schicken. Und weisst du, das klappt dann schon. Dann mache ich einfach eine tiefe Stimme und sage, so, liebe Kinder, wer kann am Samichlaus ein Versli aufsagen? Weisst du noch, früher, als man so nervös war, bis man endlich ein Versli aufsagen durfte. Sag, kennst du auch noch eins von früher noch? Hey, und klar. Samichlaus, du lieber Mann, willst du eine Frau, kannst du meine haben. Beamter zu Bern jammert, zum Gott zu erbarmen. Ich arbeite ja schon nicht gern, aber wenn es sein muss, dann bitte im Warmen. Warum müssen uns jetzt die Energiedeppen so hart strafen? Bei nur 19 Grad im Büro kann ich nicht mehr gut schlafen.
Dobel, du Pfeife, du Gutzikopf, das wird jetzt verboten, als man das ruft. Auch du Lappi, du Knilch, du Halbschuh wird in Zukunft behördlich überprüft. Und ich sehe es jetzt gerade schon in den Augen von euch Gucku, wenn ihr euch beklagen wollt, weil ihr dann nicht mehr wisst, wie ihr ihm einen der wieder sagen sollt. Krone von der Queen, sei im Charlie zu klein, hätte man lesen können. Darum lässt man sie jetzt noch vergrössern für das vom Prinz zum König mutierte Wesen. Hey, an der Krönungsfeier muss das Ding sitzen, beim Herrn Hochwohlgeboren. Und zwar satt am Grind und nicht etwa auf dem Brüllengestell. Putin hat den Berlusconi, ja wer hat das gedacht? Auf den letzten Geburtstag 20 Flaschen Wodka geschenkt. Aber warum geht 20 Flaschen? Eine Erklärung habe ich keine. Ah doch, jetzt weiss ich es. Für jede Gesichtsoperation eine. Ich habe im Leben nichts erreicht. Ich bin gescheitert. Alles hat sich gegen mich verschworen. Meine Vorgesetzten arrogant und hilflos. Ich zwischendrin verloren. Ich habe mich ausgeheult bei der Frau. Dann hat die gesagt, mach nicht so einen Geschiss. Selber schuld. Warum schaffst du auch noch bei der Credit Suisse? Ich frage Veganer, ob der Verzicht auf tierische Produkte ihr Wesen verändert hat. Sagt ihr, ja, ich lebe von Pflanzen und Wasser, spiele Cello und gehe am 7. ins Bett. Ich bin nicht mehr rechthaberisch und meine Bosheiten von früher kann man vergessen. Sage ich zur Schwiegermutter, es wäre bei dir unmöglich, du kannst weiter Fleisch essen. Am heißen Sommertag laufe ich an eine Demo an, da haben sich ein paar angeklebt am Boden. Ich bin ja tolerant, aber selber hat es mich genervt, die neue Saumode. Einer von den Angeklebten ruft, er hat Durst. Dann habe ich ihm zu Saufen gebracht, wie sich das gehört. Aber vorher noch Rizinusöl in die Wasserflasche gelegt. Ettigen, ein grünes Dorf am Fuß vom Blauen. Bei euch gibt es ein bisschen viel Verkehrsunfälle mit Alkohol. Da kommt man das Grauen. Als Gucker so viel saufen kann doch nicht sein, habe ich gedacht. Bis ich gemerkt habe, diesen Besoffenen hat es nicht mehr heim auf Hofstätten gelegt.
letzten Sommer nach Frankreich in die Ferien, mit allem drum und dran. Und den Kindern hat es gefallen. Sie haben jeden Tag eine Glasse haben. Einmal schreit der kleine Papi, das Flugzeug am Himmel oben, sucht das ein Plätzchen. Sag ich, nein, Bub, das ist der Bundesrat Berse auf dem Weg zu einem Kätzchen. Es laufen jetzt viele Frauen und Männer herum, die tun sich vorne ein Kind anhängen. Schon ein paar Mal überlegt, was Frauen und Männer mit angehängten Kindern so denken. Und das dann auch probiert mit meinem Kleinsten, nach einer halben Stunde abgebrochen. Ich will nicht überborden. Schliesslich ist der Bub vor 2 Wochen 16 geworden. Also das stimmt jetzt doch. Das stimmt. Bei der kaufmännischen Lehre will man das Fach Rechnungswesen streichen. Man könnte das lassen. Als Ersatz wird dafür das Fach Smalltalk einen Stundenplan genommen. Nachher dann an der Abschlussprüfung das Expertenteam mit folgender Frage landen. Wie finden Sie das Wetter? Schön. Wir gratulieren, Sie haben bestanden. Ich habe mit Frau und Auto hier auf Ettigen wählen. Sie ist gefahren. Nach 2 Stunden Suchen hat sie Ettigen nicht gefunden, trotz Navi im Karren. Bevor ich sie in die Ecke gestellt habe, habe ich zu ihr gesagt, so als ruhender Pol, gell, ausserhalb der Küche fühlst du dich halt nicht so wohl. Der Toni zählt gerade seine Boni. Er sieht aufs Mal die Moni und denkt, neben dieser wohne ich. Aber die Moni sieht er nicht, der Toni. Sie schaut auf den Bildschirm von Sony und sieht Berlusconi und Meloni. Aber die Moni, und das verstehe ich, denkt nur an ihren Schatz Joni. Da steht mit der Haarfarbe Pepperoni. Und ich, darauf bestehe ich, kein Toni, kein Moni, kein Berlusconi, kein Meloni. Darum sage ich jetzt Ciao zusammen und dann Boni. Laufst auf der Rapp und merkst es denn schon gleich. Viel gibt's ja nicht mehr, das ist halt so. Doch einen haben wir eben noch immer genommen. Wo willst du denn noch rein? Die Woge tut doch hell jetzt scheinen. Två gamla Hauptstraß. Wir finden das grandios.
Das war schon wieder ein super ethiger Fasnacht, hä? Ja, sag's. Hey, das ist wahr. Toll organisiert. Also das Fasnachtskomitee hat einen super Job gemacht. Unsere Mäuri! Ja, der Mäuri, der hat einfach alles im Griff. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Vorstandssitzung noch ziemlich speziell sein kann. Ja, wieso meinst du? Also gut, stell dir vor, Fasnachtskomitee-Sitzung Zettigen. Der Mäuri hockt oben an einem langen Tisch. Und ganz weit unten, links und rechts, verteilt alle anderen. Dann steht der Mäuri auf und sagt: Liebe Komitee-Kolleginnen und Komitee-Kollegen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, heute ist die letzte Sitzung vor der Fasnacht. Die schlechte ist, heute ist die letzte Sitzung vor der Fasnacht. Boy, das ist aber ein harter Hund, du. Hey, weisst du, solange er seine Leute nicht an den Tisch anklebt, wie Klimaaktivisten, geht's noch. Ja. Ja. Und der letzte hat doch ein Interview gehabt mit dem Ulf von Pippo. Ja, dann hat der Ulf gesagt, er soll sich mal beschreiben. In 2 Worten. Dann hat der Mäuri überlegt und überlegt. Dann hat er gesagt, ja, 2 ist schon gerade ein bisschen wenig. Dann hat der Ulf gesagt, ja, meinetwegen, beschreibt die in 3. Dann hat er nochmal überlegt und gesagt, ja, mega, mega geil. Und an die Sitzungen nimmt er jetzt immer ein Schild mit, das stellt er dann vor sich an und dort drauf steht: Ich bin der Chef. Hey, das hat sicher der mimigste Witz. Ja. Machen euch ein Bild, wenn ihr das rausfindet. Ja, ja. Und dann, als er gewählt worden ist, hat er das Schild vor sich angestellt und gesagt: Liebe Vorstandskollegen und Kolleginnen, seht mich nicht als euren Chef, seht mich nicht als euren Führer, sondern als guten Freund, der immer recht hat. Nein, jetzt im Ernst. Wir können uns im Fall keinen besseren Fasnachtspreis wünschen wie der Mäuri. Der setzt sich noch rein für die ethische Fasnacht. Das stimmt. Und was der schon alles unternommen hat, hey, wenn er so weitermacht, wird Guggenfasnacht bald noch grösser und bekannter als Baselfasnacht. Hey, oh, vielleicht wird ja die ethische Fasnacht auch einmal UNESCO-Kulturerbe. Ja. Wenn Saufen und Seichmachen Kultur ist, dann sollten wir ja schon längstens zu der UNESCO gehören. Unsere Mäuri! Nein, hört jetzt. Der Mäuri, der hat das Komitee voll im Griff. Scheint's, verteilt er dort Aufträge, wie im Geschäft. Ja, das ist wahr. Das ist jetzt ein strafgeführter Verein mit Zucht und Ordnung. Hey, aber wenn der das so weiterzieht, dann entscheidet am Schluss das Komitee, wer in welche Clique kommt. Nein, stell dir vor, wenn die armen Kinder und Teenager nicht selber dürfen auswählen, in welche Clique sie jetzt gehen. Ja, nein. Oder dann hast du so Wägler, die in der Gucke gehen Stimmung machen oder so. Oder die Gucke, die zu oben gehen Schnitzelberg singen. Unsere Mäuri! Nein, im Ernst jetzt. Nein, stellt euch einmal vor, das Fasnachtskomitee würde entscheiden, wer wo in welche Clique ist. Hey, das wäre ja gar keine ethische Fasnacht mehr. Das wäre eine Mäuri Fasnacht. Ja, weißt du, ich stelle mir das gerade mal so vor. Wie so eine Fasnachtsklickensitzungseinteilung von sich könnte gehen. Ja, so etwa in 10 Jahren. Ja, aber wie denn genau? Hey, warte, ich zeige euch's. Also ich bin ja schon gespannt, in welche Clique wir eingeteilt werden. Schaut mal,
Das dort oben ist die neue Dorfdekoration von Möiri. Also ich will ja nicht wissen, was das wieder gekostet hat. Geht doch hier angekommen. Bevor es losgeht, möchte ich euch der Komiteepräsident, der Möiri, ganz kurz etwas sagen. Salut miteinander. Wir legen den Vater dort an. Und er sagt euch, in welche Klicken das 3 Teile fertig. Oh. Ich sehe schwarz. Dort hinten ist der Komiteepräsident von der Erbil. Werdet ihr in den Klicken von dort einteilt und so macht noch keinen Spaß. Viel Glück. Okay. Gut, wenn ich euren Namen sage, dann kommt ihr feiern, legt das Fasnachtszettel an und das sagt euch dann, in welche Clique ihr kommen werdet. Emilia Stöckli. Bitte entgucken, bitte entgucken. Du willst also entgucken. Vielleicht Posaunen oder so. Gucken! Du hast es geschafft, ey! Du hast ihn! Aris Brotmann! Er kommt sicher das 3. Mal im Jahrgang! Chaos-Spidole! Ist das Chaos vorprogrammiert? Hure Klimakleber. Noelia Kühlen! Yoga! Kevin Huber! Ich hoffe, der kommt auch entgucken. Der Rosti gefällt mir noch. So, Du wirst eher wägen lassen. Wo tue ich dich an? Vielleicht zu den braven Tequila-Buben! Geiles Sieg, Miley Junior! Okay, jetzt geht's los. Ich bin dran. Du bist ein ganz schwieriger Fall. Zu den Wägeln geht nicht, weil du kannst ja nicht einmal ein Werkzeug richtig legen. Schnitzelbank, das geht auch nicht, weil für das müsstest du ja ein bisschen Humor haben. Bitte nicht entgucken. Bitte nicht Nein, sicher nicht entgucken. Du hast ja Fondue nicht einmal gern. Wo tue ich nicht an? Du bist ein ganz schwieriger Fall. Du kannst ja gar nichts. Wo tue ich dich noch an? Bitte etwas ganz Einfaches von jedem. Etwas Einfaches? Ja, etwas Einfaches. Da gibt's noch eins. Du wirst Komiteepräsident! Dann riechen's auf da auf dem Land, ist immer etwas los. Man macht ein Schwätzchen miteinander und grüßt auf der Straße. Man freut sich das ganze Jahr schon drauf und weiß nicht wieso weit. Fasnacht schon bald vor der Tür, sie ist endlich Guckerzeit.
Ja, liebe Guckerzeitli-Gäste, das Guckerzeitli 2023 ist schon wieder rum. Eigentlich schade, wir wissen noch nicht so recht, wie kommt es an, gefällt es echt den Leuten, wenn wir hier am Vorbereiten sind, wenn wir Pointen am Einstudieren sind und so weiter. Im Sommer, wenn wir bereits schon anfangen mit den ersten Themen, dann hockt man irgendwie am Gartentisch, nimmt mal den Computer vor, probiert mal irgendwie so ein Rahmenstückchen zu schreiben. Und je nach Pointe muss man plötzlich laut rauslachen. Aber manchmal hat man auch mentalen Durchfall. Es kommt ja nur Scheissdreck raus. Ne? Ja, und dann ist immer die Frage, was soll man überhaupt als Thema machen? Und oft sind es ja Sachen, die auch einem den Tag durch im Leben passieren. Also bei uns hat letztens zum Beispiel das Glüten an der Tür. Und dann haben wir aufgemacht und da sind 2 Zeugen Jehovas vorne dran gestanden. Und dann habe ich gesagt, ja, kommen doch rein. Also sind sie reingekommen und gesagt, hocken da hin. Sind sie angesessen. Dann hat meine Frau einen Kaffee gemacht. Meine Frau hat mir sogar noch ein Stück Kuchen gebracht. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt, was wollt ihr jetzt machen? Und ich habe gesagt, wir wissen es nicht. Also, ich weiß, ihr wisst es nicht. Und sie gesagt, ja, wir sind noch gar nicht so weit gekommen. Und das sind so Sachen, sollen wir das irgendwie in ein Rahmenstückchen packen? Ja, also, man hätte noch ein bisschen Stoff für die Zukunft. Aber dass so eine Produktion möglich ist, für das braucht es ganz viele helfende Hände, die hier wieder mitgemacht haben, die kräftig angepackt haben. Und das fängt an bei diesem sensationellen Schauspielensemble. Das geht weiter über die ganz coole Band, die wir haben. Ein Profi am Mischpult, ganz lässige Leute, die das super gemacht haben bei der Lichttechnik. Dann haben wir auf der Bühne Helfer, wir haben hinter der Bühne Helfer. Das fantastische Servicepersonal, das Freundliche. Dann natürlich in der Küche ein Haufen Leute, die mithelfen. Sehr sympathische Bardamen, die eine sowieso. Oder? Ja. Dann braucht es einen Vorstand, der hier wirklich auch mitreißt. Es braucht Sponsoren, die mitmachen. Also ihr seht ganz viele Sachen, die hier zusammenfließen, damit das funktioniert. Aber es braucht vor allem auch ein ganz tolles und ein treues Publikum. Und an dieser Stelle euch ganz herzlichen Dank, dass ihr an uns glaubt und dass ihr immer seid. Es ist jetzt anschliessend noch ein bisschen Restaurationsbetrieb für die wollen. Nicht allzu lang, weil wir haben doch ein bisschen überzogen. Und, aber die Bar ist sicher noch ein bisschen länger auf. Würde mich freuen, wenn wir uns dort noch sehen nachher. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es hinter die Ohren, geht es am Ausgang ab. Einen schönen Abend, schöne Fasnacht. Tschüss miteinander.